Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Referenten, den ich ja schon vorgestellt habe. Und wie gesagt, seine Arbeit zur Bildungslaufbahn der Kärntner Slowenen ist sicher ein Thema. Vielleicht darf ich kurz erwähnen, einige Zitate von den Schulprojekten, die wir gestern hatten, nachdem Sie gestern nicht hier waren. Und da habe ich einige Zitate rausgeschrieben. Das war ein Projekt, das der Daniel Wutti organisiert hat von der Pädagogischen Hochschule. Und da haben 3 Kärntner Schulen mitgemacht, das Gymnasium, Stiftsgymnasium St. Paul, das slowenische Gymnasium in Klagenfurt und die zweisprachige Hack in Klagenfurt. Und ein Zitat der Schüler war, es ging immer um Identität, also für mich Identität ist Kleidung und Musik, Sport oder in welcher Sprache träume ich, in welcher Sprache denke ich. Wir hatten dann auch ein Theaterprojekt mit Schülern, Theaterflug. Im Rahmen dieses Projekts hat ein Schüler gesagt, ich kenne die Wurzeln, aber ich fühle sie nicht. Also er hat schon Slowenisch zu Hause ein bisschen gesprochen, hat es aber erst in der Schule, dann im Gymnasium richtig gelernt, hatte dann Freunde im Jauental, im Rosental. Also er kennt die Wurzeln, er versteht es vom Kopf her, aber er fühlt die Sprache eigentlich nicht. Das ist eigentlich ein Zitat, das mich sehr berührt hat gestern. Und vielleicht noch 2 andere. Eine Schülerin aus Sittersdorf, Sitaravas, hat gesagt, Florian Lippusch zitierend, die Volksgruppe verstummt. Sie geht zwar ins Gymnasium, ins slowenische Gymnasium, aber hat zu Hause in Sittersdorf, zweisprachige Ortstafel, Sitaravas, eigentlich keine Möglichkeit, dort Slowenisch zu sprechen oder Slowenisch zu hören, außer in der Kirche. Ein anderer Schüler hat gesagt, in der Schule am slowenischen Gymnasium hatten sie die Aufgabe, einen Beitrag zu schreiben oder einen Aufsatz, eben Angehörige einer Volksgruppe zu sein. Ist das eine Herausforderung oder ein Geschenk? Und er hat gesagt, eigentlich war die Formulierung falsch, es ist Herausforderung und Geschenk. Das waren so die 4 Zitate, die mir gestern geblieben sind. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank für die einführenden Worte. Ich versuche, manche Elemente davon aufzugreifen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessierte. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können und auf dieser Tagung vortragen zu können. Es ist für mich eine Weile her, dass ich über Fragen des Kärntner Slowenischen referiert habe. Das geht, danke. Wie Sie gehört haben, habe ich mich in der jüngeren Vergangenheit vor allem mit muslimischem Leben, religionssoziologischen Fragen, islamischer Theologie und Religionspädagogik an der Universität Wien und der Universität Innsbruck auseinandergesetzt. Gegenwärtig beschäftige ich mich mit allgemeinen Fragen der Migration und Integration bei Statistik Austria eher auf statistischer Ebene. Deshalb freue ich mich sehr über die Einladung, im Rahmen dieser Tagung über meine Analysen zu den ethnischen Beziehungen in Kärnten-Koloschka sprechen zu können. Der Titel meines Vortrags lautet „Vom Verschwinden und der Präsenz des Kärntner Slowenischen, Überlegungen zu Sprache und Ethnizität in der Alltagspraxis junger Kärntner Sloweninnen“. Die Gliederung sieht dabei so aus, dass ich zunächst das Thema meines Vortrags einführe, bevor ich dann auf die empirische Studie zu sprechen komme, auf der meine Ausführungen basieren. Im Anschluss diskutiere ich dann die empirischen Befunde, versuche auch auf das Gesagte, irgendwie, was jetzt im Vorfeld wir schon gehört haben, bei den Zitaten von den Schulprojekten auch ein bisschen einzugehen oder Verbindungen herzustellen. Und bei den ethnischen Identitäten von slowenischsprachigen jungen Menschen wurde schon viel gesagt und ich möchte dabei vor allem auf das Zusammenspiel von Identität, Sprache und Zugehörigkeit in meinem Vortrag ausgehen von einem analytischen Konzept, quasi das beleuchten, das noch nicht so viel Aufmerksamkeit erfahren hat, nämlich das Konzept der Identitätspolitik 1. und 2. Grades von Stuart Hall. Nach dieser Darstellung ziehe ich dann Schlussfolgerungen und formuliere abschließende Bemerkungen. Für den Einstieg ist zunächst ein Blick auf geschichtliche Entwicklungen und strukturelle Daten natürlich unerlässlich. In der Karte sehen Sie die einzelnen Bezirke und Gemeinden in Kärnten-Koloschka und die Größe der slowenischsprachigen Bevölkerung pro Gemeinde. Je rötlicher eine Gemeinde, desto größer der prozentuale Anteil der slowenischsprachigen Bevölkerung an der Einwohnerzahl.
Je mehr wir uns der südlichen Staatsgrenze nähern, desto slowenischsprachiger werden die Gemeinden. Markiert sind auch die Grenzen der slowenischen Dialekträume. Von West nach Ost sehen wir den Geiltaler Dialekt, über den wir auch einen Experten hier am Podium sitzen haben, dann den Rosenthaler Dialekt, den Jauntaler Dialekt und der Obier-Dialekt ist hier auch nochmal gesondert angeführt. Minderheitenrechte wurden, wie wir alle wissen, in Artikel 7 des österreichischen Staatsvertrags im Jahr 1955 festgelegt. Zur Ortstafelfrage wurden diese aber erst im Jahr 2011 umgesetzt. Seit ca. 150 Jahren erfolgen Prozesse der Assimilation. Während 1890 noch ca. 76.000 Personen in Kärnten-Koroschka Slowenisch als Umgangssprache angaben, sind es im Jahr 2001 nur 13.000 Personen gewesen. Hier sind natürlich ganz einschneidende Entwicklungen zu sagen und zu reflektieren, wie die Volksabstimmung 1920, Vertreibung, Deportation, Widerstand während des Nationalsozialismus oder der Ortstafelsturm in den 1970er Jahren. Die Folge davon ist, dass es zu einer Territorialregression gekommen ist. Das heißt, das Siedlungsgebiet ging zurück, es verengte sich, es insbesondere in den Randbezirken zerklüftete es. Es entwickelte sich immer mehr zu einer zweisprachigen Region. Auch erfolgte im Zuge der Landflucht oder Migration in Städte eine partielle Verlagerung des Siedlungsgebietes. Auch in sprachlicher Hinsicht ist, wie gesagt, das Gebiet nicht homogen. Es gibt verschiedene regionale Dialektformen des Slowenischen, die mitunter sehr unterschiedlich sein können. Im Zuge von Migrationsprozessen auch aus Slowenien nach Kärnten-Koroschka ist zudem die slowenische Hochsprache präsent. In meinem Vortrag beziehe ich mich vorrangig auf Befunde meiner Dissertation, die ich 2018 unter dem Titel Präsenz durch Verschwinden, Sprache und Ethnizität in der Alltagspraxis junger Kärntner Sloweninnen im Transkriptverlag veröffentlicht habe. Bei meiner Doktorarbeit handelt es sich um eine empirische Studie, die ethnografische Züge trägt. Dabei habe ich einen performativen Feldzugang gewählt, klingt erst einmal ein bisschen eigenartig, sagt so viel wie, dass ich Schulprojekte durchgeführt habe mit insgesamt 4 Schulklassen von Sekundarschulen mit Slowenisch als einer der Unterrichtssprachen. Also das war das Gymnasium hier in Klagenfurt, auch die zweisprachige Hack, sowie dann auch die beiden Schulen in St. Peter im Rosental. Im Zuge der Schulprojekte wurden Beobachtungen und ethnografische Gespräche mit insgesamt 70 Jugendlichen erhoben, die an den Projekttagen teilgenommen haben. Die empirische Schlüsselmethode stellen dabei qualitative Interviews dar, Tiefeninterviews dar. Durchgeführt habe ich insgesamt 28 davon mit zweisprachigen Jugendlichen. Die befragten jungen Menschen waren dabei zwischen 15 und 22 Jahren alt. Bei der Untersuchung habe ich dabei den Status eines Außenstehenden eingenommen, wie Sie natürlich auch schon an meiner Sprache hören. So bin ich selbst weder Angehöriger der slowenischsprachigen Bevölkerung, noch habe ich auch keinen familiären Bezug zu Kärnten-Koroschka und überhaupt bin ich auch aus dem Nachbarland hierher migriert. Ich denke aber, dass die Sicht von außen durchaus von Vorteil sein kann. Also da ich während meiner Forschungen über viele Jahre hinweg am Perschmann-Museum bei Železná Kapla tätig war, habe ich mir umfangreiche Kenntnisse über die Geschichte der Region anvertraut. Mit dem Thema Ethnizität im Südkärntner Raum bin ich deswegen sehr vertraut.
Ausgewertet habe ich das empirische Datenmaterial dann durch eine offene, explorative Herangehensweise, die angelehnt war an die Kodierungsschritte der Grounded Theory. Aber keine Angst, ich werde auf diese methodischen Fragen jetzt nicht weiter eingehen. Überhaupt werde ich jetzt von den einführenden Überlegungen und den methodischen Grundlagen übergehen zu dem wirklich Interessanten, zu den empirischen Befunden der Studie. Wie gesagt, ist es so, dass ich hierbei zurückgreife auf ein theoretisches Konzept, nämlich jenes von Stuart Hall, die Identitätspolitik ersten Grades. Zuvor möchte ich noch sagen, ich bin sehr offen an an die Identitäten junger Menschen herangegangen. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass sich Personen als Kärntner Slowene oder Kärntner Slowenen definieren, sondern dass es auch durchaus andere ethnische Kategorien daneben gibt oder geben kann. Der Befund war dann, dass es die Regel darstellt, dass sich junge Menschen mit der ethnischen Kategorie des Kärntner Slowenischen identifizieren. Und dabei hat sich auch gezeigt in meinem Datenmaterial, dass sich in diesen Selbstverortungen der jungen Menschen auch so die Geschichte des Kärntner Slowenischen niederschlägt. Und wie diese Aspekte, diese geschichtlichen Aspekte sichtbar gemacht werden können, dafür ist das Konzept der Identitätspolitik ersten Grades sehr sinnvoll. Und Stuart Hall definiert hierbei 4 Momente, die besonders sind. Diese 4 Momente sind hier angeführt. Das ist zum einen die Umwertung, dann zweitens die Namensgebung, drittens die Vereinheitlichung und viertens die Frontbildung. Wie diese Momente hinsichtlich des Kärntner Slowenischen ausgeprägt sind, lege ich nachfolgend dar. Das erste Moment, auf das ich zu sprechen komme, ist die Umwertung. Dieses erste Moment beschreibt, dass als Reaktion auf die erfahrene Stigmatisierung und Abwertung der slowenischen Sprache eine Strategie der Umwertung entwickelt wurde, mit der die Slowenischsprachigkeit zu einem positiven und anschlussfähigen ethnischen Differenzierungsmerkmal gewendet wurde. Dies reicht geschichtlich sehr weit zurück. Also über einen sehr langen Zeitraum hinweg wurde die slowenische Sprache von einem verpönten Verständigungsmedium hin zu einer gemeinschaftsbildenden Ressource umgepolt. Während in der Vergangenheit Menschen aus slowenischsprachigen Familien eine Minderwertigkeit oder auch Scham angesichts ihrer Erstsprache empfanden, ist es in der Gegenwart Stolz oder das Gefühl der Besonderheit, slowenischsprachig zu sein, wie es manche Interviewpartner und Interviewpartnerinnen gesagt haben. Es geht auch so weit, dass dies auch Anklang findet in Familien mit deutschsprachiger Tradition. Hier sehen wir auch solch einen Moment, was wir vorher schon bei der Vorrede gehört haben, dass hier ein Aufstieg der Sprache stattgefunden hat. Das zweite Moment ist die sogenannte Namensgebung. Die Namensgebung ist so, dass Kärntner Slowenisch oder Kärntner Slowene, Kärntner Slowenen eine Abgrenzung gegenüber anderen ethnischen oder nationalen Kategorien darstellt. Als Slowenen oder als Nationalslowenen empfinden sich die wenigsten der Befragten. Gegenüber solch einer Nationalisierung verweigern sie sich oder empfinden es sogar eher als fremd zugeschriebenen Anachronismus. Die ethnische Kategorie des Kärntner Slowenischen fungiert vielmehr als Eigenbezeichnung, die selbst gewählt wurde und nicht durch die deutschsprachige Mehrheitsbevölkerung erfolgte. Sie ist dabei als Kompromiss zu sehen, die einerseits die Slowenischsprachigkeit hervorhebt und andererseits den regionalen Charakter der Zugehörigkeit betont. Damit ist sie sowohl eine Absage an die Nationalisierung als auch an abwertend gemeinte Fremdbezeichnungen.
Das dritte Moment ist die Vereinheitlichung. Öfters wird die slowenischsprachige Bevölkerung beschrieben als eine große Familie, wie manche Jugendliche sagten, oder als Freundeskreis. Im Zuge dieser Bilder wird aus Sprecherinnen von verschiedenen lokalen slowenischen Dialekten eine homogene Gruppe gemacht. Abweichungen, Variationen, unterschiedliche Ausprägungen von sprachlichen Praktiken oder ethnischen Überzeugungen treten dabei zurück und zurückbleiben dann gemeinsam geteilte Erfahrungen und Orientierungen. Zurückgeführt wird die Bindungskraft dabei auf wechselseitiges Wohlwollen, auf solidarischen Zusammenhalt und Fürsorge. In Summe hat dieses Moment der Vereinheitlichung eine gemeinschaftsfördernde Wirkung, eine ganz starke, und sie fördert dadurch geschlossene und homogene Bilder des Kärntner Slowenischen. Das letzte Moment ist die sogenannte Frontbildung. Was verbirgt sich dahinter? Damit wird gemeint, dass bei ethnischen Selbstverortungen auch eine Abgrenzung oder auch Zurückweisung von Fremdzuschreibungen oder Fremdetikettierungen passiert. Das Kärntner Slowenische fungiert als Gegenentwurf, als Gegenbild, als Alternativprogramm gegenüber der deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung. Zumindest ein größerer Teil der Jugendlichen begreift es so. Zu sehen ist es somit als Umkehrung und als Reaktion auf erfahrene Fremdethnisierungen und Stigmatisierungen. Mitunter sind junge Menschen, die sich bewusst mit dem Kärntner Slowenischen identifizieren, auch gegen das Deutschsprachige eingestellt. Diese klare Gerichtetheit stärkt zudem das eigene ethnische Selbstbewusstsein. Nach dieser strukturellen Prägung von ethnischen Identitäten, diesen 4 Momenten, ist es jetzt von besonderem Interesse, welchen Ausdruck findet das denn in Lebenswelten der jungen Menschen. Und es ist so, quasi im Fall junger Menschen aus slowenischsprachigen Elternhäusern fungiert das Kärntner Slowenische als die dominante ethnische Kategorie, mit der sie sich identifizieren. Dies trifft besonders auf sogenannte, in Anführungsstrichen, klassische Biografien des Kärntner Slowenischen zu. Das findet sich eben sehr häufig bei dieser Identitätspolitik des ersten Grades. Was ist mit klassischer Biografie gemeint? Damit ist gemeint, dass junge Menschen aus homogen slowenischsprachigen Elternhäusern kommen, eine durchgehend slowenischsprachige Schullaufbahn durchlaufen, entsprechend in Vereinen engagiert sind und die slowenische Sprache sehr rege gebrauchen in unterschiedlichen Kontexten und sich stark bekennen zum Kärntner Slowenischen. Also das ist so nur in Anführungsstrichen quasi als klassisch anzusehen. Ich sage das deswegen, weil ich versuche dann im Verlauf des Vortrags auch noch Abweichungen davon herauszuarbeiten. Solche Abweichungen treten im Interviewmaterial auch auf, beispielsweise im Sinne der Zweisprachigkeit als eigenes Identitätsangebot. Dass sich junge Menschen als windisch selbst verorten, ist eher eine Ausnahmeerscheinung, kommt vor, aber nur sehr wenige. Das Zugehörigkeitsgefühl zur Volksgruppe ist unter slowenischsprachigen jungen Menschen sehr stark ausgeprägt. Das zeigt sich auch in Befunden der UGM-Studie, die im vergangenen Jahr hier an dieser Stelle präsentiert wurde. Interessant ist darüber hinaus, dass das Ausmaß der praktisch gesprochenen slowenischen Sprache für die ethnische Selbstverortung als Kärntner Slowenen nicht alleinig ausschlaggebend ist. Wichtig erscheint daneben ebenso der symbolische Einsatz für die Sprache. Slowenisch ist daher als mehrdimensionales Phänomen zu verstehen. Von Relevanz ist die Sprache als Kommunikationsmittel zur Verständigung sowie auch in sozial-symbolischer Hinsicht. Besonders eindrücklich
ist, dass beim Sprechen über die slowenische Sprache und über die slowenischsprachige Bevölkerung in Kärnten, Koloschka, sehr häufig so etwas wie Klagelieder angestimmt werden oder das mit, ich habe das bezeichnet als Cassandra-Rufe, dass mit solchen Cassandra-Rufen vor dem Aussterben der slowenischsprachigen Bevölkerung gewarnt wird. Dabei malen junge Menschen das drohende Verschwinden der slowenischen Sprache in ihren Wohngemeinden und im gesamten traditionellen Siedlungsgebiet an die Wand. Sie beziehen sich dabei oder machen das fest am numerischen Rückgang der slowenischsprachigen Bevölkerung in den vergangenen 100 oder 150 Jahren. Im gleichen Atemzug berufen sie sich auf historische Mythen, beispielsweise auf den mittelalterlichen Staat der slawischsprachigen Karantanien. Mit dieser häufig anzutreffenden Mythologisierung zielen sie darauf ab, quasi ihre Sorgen oder Warnungen ihnen Legitimität und Nachdruck zu verleihen. Aus diesem Grund ist zu konstatieren, dass das Verschwinden der slowenischen Sprache nur zum Teil demografischen Entwicklungen und Prozessen entspricht. Vielmehr wird es auch durch die beteiligten Personen quasi immer auch stets aktiv in Szene gesetzt. Und die Gefahr, dass die Slowenischsprachigkeit in Kärnten, Koloschka verblassen oder verschwinden könnte, wirkt handlungsanleitend und löst in der Folge performative Strategien aus. Und deswegen, weil dies so bedeutsam ist, habe ich auch in meinem Buch quasi den Titel gewählt, Präsenz durch Verschwinden, weil dieser Mechanismus mir als so dominant erschien, dass ich dem einen großen Raum geben wollte. Wie zeigt sich das? Beispielsweise bei Aktivitäten in Kulturvereinen. Kulturelle Organisationen oder Initiativen dienen nicht nur der Förderung des kulturellen Lebens, sondern auch der Förderung der Slowenischsprachigkeit. Kulturvereine fungieren auch, wie es in der bereits zitierten OGM-Studie heißt, als Safe Space für die slowenische Sprache. So engagieren sich slowenischsprachige junge Menschen auch in diesem Rahmen performativ für den Gebrauch der slowenischen Sprache als künstlerisches Ausdrucksmittel und infolgedessen gleichzeitig für die Präsenz der Sprache in der außerfamiliären, aber dennoch öffentlich zugänglichen Sphäre. Durch ein engmaschiges Netz an kulturellen Einrichtungen, Vereinen und Initiativen werden junge slowenischsprachige Menschen auch schon sehr frühzeitig an kulturelle Tätigkeiten herangeführt, damit vertraut gemacht und damit wird auch für Nachwuchs, quasi der Nachwuchs gefördert. Daneben setzen sich junge Menschen mit slowenischsprachigem Familienhintergrund auch abseits von Vereinen für die Präsenz der Sprache ein. Der Fall ist dies beispielsweise durch das ostentative Tragen, also das bewusste Zur-Schau-Stellen von Kleidungsstücken mit zweisprachigen Aufschriften. Das ist eine Form. Eine zweite Form ist das lauthals provokatives Slowenisch sprechen an öffentlichen Plätzen, in Geschäften oder in Verkehrsmitteln, mit dem Wunsch, als slowenisch sprechende Person wahrgenommen zu werden und auch aufzufallen. Also das ist hier zentral. Es wird nicht nur gesprochen, um sich zu verstehen oder miteinander zu kommunizieren, sondern auch um aufzufallen, um für eine Präsenz der Sprache zu sorgen. Eine weitere Form ist das In-Szene-Setzen durch das eigenhändige Aufstellen von zweisprachigen Ortstafeln auf Privatgrundstücken. Und in diesen Strategien finden sich jeweils Momente der Identitätspolitik ersten Grades, also der Umwertung, der Namensgebung, der Vereinheitlichung und der Frontbildung. Dies zeigt sich insbesondere bei jungen Menschen, die eine eher in Anführungsstrichen klassische Biografie aufweisen. Parallel dazu gibt es aber auch so etwas wie die Identitätspolitik zweiten Grades. Was ist damit gemeint?
Nach Hall geht es bei der Identitätspolitik zweiten Grades darum, was geschieht, wenn sich die Identitätspolitik ersten Grades etabliert hat, wenn dadurch entstandene ethnische Kategorien wie das Kärntner Slowenische weithin anerkannt sind. Nach dieser Phase entstehen nach Hall Räume dafür, ethnische Kategorien neu zu verhandeln oder neue Kategorien zu entwickeln. Wie dies aussehen kann, möchte ich ganz kurz an 3 Beispielen erläutern, die sich im empirischen Datenmaterial meiner Studie gezeigt haben. Es handelt sich hierbei um Aufwachsprozesse von jungen Menschen mit slowenischsprachigem Background, die von sogenannten klassischen Biografien eher abweichen. Das erste Beispiel ist Jerne B., der 20 Jahre alt ist. Aufgewachsen ist er in einem zweisprachigen Elternhaus am Rand des traditionellen slowenischsprachigen Siedlungsgebiets, in einem zweisprachigen Elternhaus. Die Mutter stammt aus einer alteingesessenen slowenischsprachigen Familie, der Vater stammt aus einem anderen Bundesland, hat Slowenisch sich neu angeeignet als Erwachsener. Sein Umzug erfolgte aus beruflichen Gründen. Aufgewachsen ist Jerne zweisprachig. Mit der Mutter war die Kommunikation vorrangig Slowenisch, mit dem Vater eher Deutsch. In der gemeinsamen Kommunikation war es so ein Mittelding, wie es häufig passiert. Und da waren beide Sprachen präsent. Slowenischen Dialekt versteht er kann ihn aber nicht sprechen. Er sieht sich selbst eher als zweisprachigen, aber auch als Kärntner Slowene. Eine ganz eindeutige Zuordnung vermeidet er. Für die nahe Zukunft hat er den Plan, Kärnten, Koroška zumindest vorübergehend zu verlassen. Seine längerfristigen Perspektiven sind aber so, dass er die slowenische Sprache weitergeben möchte. Das muss aber nicht im traditionellen Siedlungsgebiet sein, kann auch in der Diaspora sein und nicht zwingend in einer homogen slowenischsprachigen Konstellation. Die 19-jährige Barbara F. stellt ein zweites Beispiel dar. Sie stammt ebenfalls aus einem zweisprachigen Elternhaus. Ihre Mutter wuchs slowenischsprachig auf. Der Vater kommt auch aus Südkärnten, hat aber Slowenisch, ist aber nur deutschsprachig erzogen worden, hat sich Slowenisch erst als Erwachsener angeeignet. In seiner Familie passierte eine Verdrängung slowenischer Wurzeln und der Vater hat sich diese wieder quasi angeeignet. Barbara begreift sich eher als Kärntner Slowenin, ist sich aber nicht ganz sicher. Sie steht auch sehr kritisch der eigenen Familiengeschichte gegenüber und grenzt sich zum Teil davon ab. Über ihre beruflichen Pläne oder Ausbildungswünsche ist sie sich noch unklar. Klar ist aber, dass sie die familiäre Weitergabe der Slowenischsprachigkeit auch erfüllen möchte und dass sie hierfür quasi an die eigenen Kinder dieses Slowenisch erziehen möchte, slowenischsprachig erziehen möchte. Das kann aber auch außerhalb des traditionellen Siedlungsgebiets sein. Das dritte Beispiel ist Benjamin L., der war zum Zeitpunkt des Interviews 18 Jahre alt. Er ist in einem deutschsprachigen Elternhaus aufgewachsen, nur bei der mütterlichen Seite gibt es verschütt gegangene slowenischsprachige Wurzeln. Die sind aber auch nur sehr undeutlich. Also die Großmutter sagte immer wieder, dass sie Windisch gesprochen habe, aber in der familiären Sozialisation spielt Slowenisch keine Rolle. Benjamin erlernte Slowenisch erst in der Schullaufbahn als Fremdsprache, also wohlgemerkt die Hochsprache, nicht den Dialekt. Somit ist er als slowenischsprachiger Novize zu verstehen. Dennoch empfindet er eine starke Nähe zur ethnischen Kategorie des Kärntner Slowenischen. Zwar definiert er sich nicht als solcher, aber er solidarisiert sich damit.
Für sich selbst beschreibt er sich eher als Zweisprachiger, wohl wissend, dass, wenn er sich als Kärntner Slowene definieren würde, sein slowenischsprachiges Umfeld ihm das nicht abnimmt und nicht anerkennen würde. In seinem Alltag spielt die slowenische Sprache aber keine Rolle. Zu Hause spricht er es nicht, nur in der Schule und ein bisschen im Freundeskreis. Wie das in der Zukunft aussieht, ist unklar. Für seine Zukunftsperspektiven und Ziele im Leben scheint es aber nur eine Randnotiz zu sein. Was schließen wir aus diesen 3 Beispielen? Es zeigt sich, dass Bewegung in den ethnischen Selbstverortungen und ethnischen Kategorien herrscht. Aus vielen Studien wissen wir bereits, dass es eine Vielfalt an ethnischen Überzeugungen und Identitätstypen gibt. Und wir sehen auch, es gibt sowohl eher klassische Biografien als auch Abweichungen davon. Das Ganze habe ich versucht, mit dem Konzept der Identitätspolitik 1. und 2. Grades von Stuart Hall etwas aufzudröseln. Und dabei komme ich auch nun auf die Perspektiven und die Schlussbemerkungen meinerseits zu sprechen. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich, dass unter Jugendlichen und jungen Menschen ein Nebeneinander verschiedener ethnischer Kategorien besteht. Das Dominante stellt quasi das Kärntner Slowenische dar, aber auch die Zweisprachigkeit ist ein ernstzunehmendes Alternativangebot. Es scheint aber nach wie vor so zu sein, dass eine wie auch immer geartete slowenischsprachige Familientradition Voraussetzung dafür ist, für eine ethnische Zugehörigkeit. Besonders auffällig ist auch das latente Thematisieren des drohenden Verschwindens der slowenischen Sprache. Dies führt zu einer performten Präsenz der Slowenischsprachigkeit in Freizeitkontexten und befördert in Summe dessen Stabilität, eine Präsenz durch Verschwinden also. Dieses latente, drohende Verschwinden ist das Resultat quasi jahrzehntelanger Diffamierung, Stigmatisierung und Nichteinhaltung von Minderheitenrechten. Zum Vorschein kommen dabei auch Mechanismen, die an eine sich selbst zerstörende Prophezeiung erinnern. Das ist ein Konzept von Robert K. Merton. Dies ist das Gegenstück zu der sich selbst erfüllenden Prophezeiung, also der Self-Fulfilling Prophecy. Das meint so viel wie, das Verschwinden wird so häufig angesprochen und thematisiert, dass man sich einfach dafür engagieren muss, dass es nicht eintritt. Der Ortstafelkompromiss ist etwas, was natürlich dieser Dynamik dann partiell das Wasser abgräbt und es ist die Frage, was das Resultat davon ist. Also die latente Bedrohung der Sprache besteht weiter. Es ist aber sicherlich für die Zukunft die große Frage, ob diese Triebfeder des Ethnischen an Dynamik dann verlieren wird oder weiterwirkt. Mit diesen Worten bin ich nun am Ende des Vortrags angelangt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen und die Diskussion. Danke sehr.